Also, hochverehrte, schönste Königin, es ist eben so, wir sind so arme Leute und meine Tochter, also die, genau, die will so viel am Spinnrädchen hocken, für Wolle zu spinnen. Das vermag ich gar nicht. Daran hat die Königin nicht schlecht gestaunet. Und das Mädchen im Fall auch nicht. Mit kugelrunden Augen hat sie die Mami angeschaut und die Welt nicht mehr verstanden. Und wo dann erst noch die Königin hat gelacht. Oh, es gibt für meine königlichen Ohren nichts Schöneres zum Hören, als wenn ein Spinnrädchen surrt. Das ist wie Musik. Ich nehme eure Tochter gerade mit auf mein Schloss. Dort kann sie vom Morgen früh bis am Abend spät spinnen mit dem Spinnrad. Das wird einfach wunderbar. Ist es dem Mädchen ganz schlecht geworden. Der Mutter hat die Idee ganz gut gefallen. Und so ist das Mädchen kurz darauf mit der Königin in der Kutsche zum Schloss gefahren. Im Schloss selber hat es wunderschöne Säle gegeben. Überall hat es gefunkelt und glitzert, von Gold und Silber. Aber die Königin wollte nicht, dass das Mädchen da bleibt stehen und staunet. Nein, sie hat es mitgenommen, bis zu 3 Zimmern, die bis zu oberst vollgestopft waren mit Wolle, die versponnen werden. So, mein liebes Mädchen, hier darfst du das Spinnrad drehen, so lang wie dein Herz begehrt. Und weisst was? Wenn du alles, was in diesen Zimmern innen ist, versponnen hast, dann möchte ich dir grad mein Sohn, der Prinz, zum Mann geben. Du bist zwar ein armes Mädchen, aber weisst, ich wünsche mir eben eine fleissige Frau für meinen lieben Sohn. Mit diesen Worten ist die schöne Königin in ihrem prächtigen Kleid davon geruscht. Das Mädchen ist allein mit dem Spinnrad und all dieser Wolle zurückgeblieben. Es hat umgeschaut. Dabei ist es ihm himmelelend geworden. Schliesslich war es ihm klar, dass er das niemals alles alleine verspinnen kann. Nicht einmal in 300 Jahren schaffe ich das. Das Mädchen ist abgehockt und hat angefangen zu rennen. 1 Tag, 2 Tage, ganze 3 Tage hat es nichts anderes gemacht als gehüllt.